gemacht. Wobei man da natürlich schon ein bisschen differenzieren kann, denn für manche ist ein Krempel doch durchaus ein Kunstwerk oder ein Kunststück. Und wir haben also jetzt hier heute 3 Teile davon mitgebracht, um einfach mal ein bisschen so zu zeigen, was bei uns im Porzellanikon auf den Tischen landet, wenn wir also Expertisen dran machen. Ich würde mir wünschen, dass Sie einfach noch ein bisschen den Pegel drücken, dann müssen wir nicht so gegen anschreien. Sie können auch gerne ein bisschen näher kommen und die Stücke anschauen. 3 Stücke haben Sie uns mitgebracht. Warum diese 3? Also das eine, um einfach mal zu zeigen, welche Kuriositäten es gibt. Das haben wir also selber im Porzellanikon überreicht bekommen mit dem Satz, was ist denn das eigentlich? Und jeder, der es sieht, denkt im ersten Moment eine Vase. Wenn man es umdreht, sind Löcher drin, passt also nicht zur Vase. Wenn man es umdreht, eine ganz merkwürdige Markierung von Heinrich in Selb mit Hand-Painted Undergrace, wo jeder sagt, was ist denn das? Und wir können dann natürlich solche Rätsel schon lösen. Es ist also ein Huhn-Nachhalter der Porzellanfabrik Heinrich in Selb aus der Zeit zwischen 1910 und 15. Hand-Painted Underglaze, ganz einfach aus dem Grund. Underglaze, es wurde also in Unterglasurmalerei versehen. Hand-Painted, für Hand gemalt. Und allein aus dieser Bezeichnung wird klar, es war für den amerikanischen Markt bestimmt. Wobei wir wieder beim Thema sind, dass dieses Jahr ja bei uns ganz groß ist, Porzellan für die Welt. Also unsere bayerische Branche und vor allem hier die Branche selbst hat natürlich den amerikanischen Markt beliefert, teilweise 60–70% der kompletten Kollektion. Auf der anderen Seite werden uns immer wieder Dinge gebracht, wo der Besucher, der es uns bringt, gar nicht weiß, was es eigentlich ist, weil er eben keinen Stempel entdecken kann und sagt, das ist ja die Sache mit dem Stempel, ja, genau. Aus Selb normalerweise macht man immer so beim Essen. Ja. Das würde mich jetzt hier überhaupt nicht weiterbringen. Und wenn ihr das jetzt hier umdreht, sieht man zwar im ersten Moment so grau, braun aufgedruckt, K und A mit S. Und man denkt, was ist denn das? Also man kann zwar feststellen, es ist, also wenn man Markenbücher guckt, ein Serviet, das dekoriert wurde von Krautheim und Adelberg in Selb. Krautheim und Adelberg, ein Betrieb, der eigentlich als Malerei gegründet wurde und eigentlich erst 1912 eigenes Porzellan gefertigt hat. Das heißt, die haben weiße Porzellanteile von den anderen Firmen, die schon ansässig waren, aufgekauft und haben dieses dann dekoriert. Und wenn man also so hinguckt, auf den ersten Blick erkennt man natürlich gar nichts. Wenn man es aber so gegen das Licht hält, sieht man also durchaus, dass eine Prägemarke drin ist, nämlich ein P, ein M und ein S, was für Paul Müller selbst steht. Also eine Rahmenfabrik, 1890 gegründet, die dann eben im Anschluss ihre Weißware an verschiedene Firmen verkauft haben, sodass wir also diesen Teller schon datieren können, dass er eben so circa zwischen 1891 und 1895 entstanden ist. In Handmalerei mit Emailfarben, was man auch heute kaum mehr kennt, also diese ganzen weißen Pünktchen, die da drauf sind, sind eben mit Emailmalerei versehen. Ja, und das dritte Teil, das ich heute mitgebracht habe, ist also eine Porzellanfigur. Eine, die auch immer sehr oft bei uns auf den Tisch kommt. Und die habe ich eigentlich mitgebracht, eben ja, was ist eine Figur wert, eben um mal zu zeigen, dass es ganz viele Faktoren sind, die dafür ausschlaggebend sind. Also Leute, die bei uns in der Region kennen, sind natürlich meistens, das ist eine Froschkönigin, die in der Kunstabteilung bei Rosenthal entstanden ist. Diese Froschkönigin gibt es zum ersten Mal 1948. Die wurde aber über einen langen Zeitraum produziert, in unterschiedlicher Größe und in verschiedener Dekoration. Wir haben jetzt hier eine, die aus der Zeit 1973 stammt. Es gibt aber natürlich auch welche, die aus der Zeit 1979 oder 1985 stammen. Es gibt aber natürlich auch welche, die wirklich unmittelbar nach dem Entwurf von 1948 ist. Es ist natürlich so, dass diese frühen Figuren im Wert höher angesiedelt sind bei den Sammlern und Liebhabern, wie eben eine, die jetzt in den letzten 30 Jahren vielleicht entstanden ist. Was auch ausschlaggebend ist natürlich der Zustand. Das ist eine Figur, unsere ist jetzt Gott sei Dank intakt, aber meistens, wenn wir irgendwelche Zacken in der Krone oder irgendwelche Zacken beim Frosch in der Krone, wenn die Figur natürlich beschädigt ist, ist sie immens weniger wert. Zum anderen muss man auch differenzieren, es gibt sie in weiß, es gibt sie in üppig dekoriert, es gibt sie in ganz leicht staffiert. Wir haben jetzt eine, die durchaus etwas reicher gemalt ist. Es gibt sie aber auch in unterschiedlichen Größen. Und diese Größenangaben sind also auch immer erkennbar. Also wir haben eine vierstellige Nummer eingeprägt und daneben eben ein Strich mit einer 1, das heißt, es ist die
vorne 2, das wäre die größere Variante. Und diese ganzen Aspekte sind natürlich letztendlich ausschlaggebend für Geld. Also man kann selber, wenn man jetzt so ein Stück zu Hause hat, sicherlich nicht annähernd umreißen, zum einen welchen Wert hat. Und das ist aber ja vielleicht auch gar nicht das Wichtige, sondern was für eine Geschichte auch hinter so einem Stück steckt. Oft ist ja auch der ideelle Wert der größere als vielleicht der finanzielle. Ein wahnsinniges Wissen, das im Porzellanladen und in jeder Person natürlich schlummert. Wir wollen jetzt keine Werbung dafür machen, dass Sie sich das alles anschauen.